Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission der Blick auf Europa. Wir sind das Woche heute zu Straßburg. Wir haben ein ganz praktisches Sujet, wie immer, heute diskutiert und auch votiert. Ein wichtiges Sujet, den debattiert wird, ist, wie gehen wir immer in Zukunft mit China, 15 Jahre nachdem China der Welthandelsorganisation beigetreten ist, und noch da für 15 Jahre so am Anfang einer Übergangsperiode zugestanden wird, freie Marktwirtschaftsstatus oder nicht, sollte das noch 15 Jahre, das heißt am Dezember 2016, sollte das auslaufen. Wenn es so auslaufen, dann bedeutet das, in Zukunft dürften da keine Anti-Dumping-Mesuren gegen China mehr geholt gehen. Das geht natürlich dazu führen, dass wir zusätzlich zu den Problemen, die wir schon haben, also Markt nach mehr überschwemmt gehen mit chinesischen Produkten aus allen Domänen, auch zum Beispiel Stahl, wo wir schon überschwemmt gehen, weil die Chinesen Überkapazitäten haben. Das geht bedeuten, dass wir hier ein riesiges Problem kriegen für Wirtschaft, für die Arbeitsplätze in Europa. Wie gehen wir mit der Frage um? Das heißt, da gibt es am Anfang 2-3 Überlegungen. Das wäre, dass wir hinten, wie gesagt, den Marktstatus gehen, was für mich persönlich eine Katastrophe wäre, weil das ja muss, wenn ich so eine Katastrophe, da wäre es, wenn wir ohne weitere Mesuren hinten das vergehen. Das ist aber an einer dritten Überlegung, wo ich noch darauf zurückkomme, geht das relativiert. Das Zweite, das wäre, wir gehen hinten nicht. Das kann dazu führen, dass sie gegen kloen, weil sie recht auf 115 Jahre, zumindest bei der WTO, geben sie kloen, für zu gucken, haben wir recht für sie kriegen oder nicht. Das heißt, das geht am Anfang einen Konflikt gehen, einen Handelskonflikt gehen mit China, weil das ja dann über die Gerichte gehen von der WTO. Und der dritte ist, sie kriegen den Marktwirtschaftsstatus, aber wir schaffen eine ganz Partie Handelsschutzmaßnahmen. Und da sind wir gefordert, und da ist der Conseil für allem gefordert, weil das Parlament 2014, just vor den letzten Europawahlen, am Anfang eine Decision geholt, einen ganz klaren Text votiert, für zu sagen, Handelsschutzmaßnahmen nicht nur mit China, sondern auch mit anderen großen Staaten, müssen kommen, wir müssen da mehr schnell gehen, wir müssen da mehr effizient gehen. Und der Conseil, die möchte nicht. Der Conseil ist so uneins, die einen wollen, die anderen wollen nicht, die anderen sind undecidiert, sodass wir da schon 2 Jahre lang werden, was der Conseil dann endlich möchte. Und das war auch gestern hier am Plenum eine große Diskussion, wo wir den Conseil aufgefordert haben, doch endlich einmal die Direktive dort zu stimmen über die Handelsschutzmaßnahmen, die wir in Zukunft am ganzen Welthandel wollen, unerkannt kriegen mit anderen Partnern. Wie gesagt, die dritte Option ist die wo am meisten darauf geschafft wird, den Status kriegen, aber gleichzeitig Handelsschutzmaßnahmen. Da muss ich aber auch gucken, dass das nicht nur eine ökonomische Frage ist, das ist auch eine politische Frage. Das sind ganz viele andere Bereiche, wo man aber mit China auch zusammen muss schaffen. China ist ein großen, absteigenden Konkurrent, den man aber auch vom Handel interessiert müssen treiben. Wir sind interessiert, durch chinesische Investitionen auf Lützeburg zu kriegen, an Europa zu kriegen. Alles das ist die Relationen, was ein bisschen mehr politisch, also nicht gerade so wirtschaftlich, nicht gerade so ökonomisch, wirtschaftlich, das muss gegen den einen ein bisschen an Balance kriegen. Das heißt einerseits Schutzmaßnahmen für unsere Industrie, unsere Arbeitsplätze zu schützen, andererseits aber auch als Relationen mit China Leben zu erhalten, wie gesagt, für an anderen Domänen, aber sie nicht wieder den Kopf zu stoßen und noch weiter Investitionen zu kriegen. Wie gesagt, die Mesuren sollen dann so sehr wie möglich die Conseil abgefordert gehen, wie gesagt, für so sehr wie möglich. Wir haben noch ein bisschen Zeit und die Kommission abgefordert gehen, bis über den Sommer weg ein anständiges Dokument an der Hinsicht zu proposieren. Der zweite Sujet, das ist der Congé parental, wo ich selber mal auf dem Dossier geschafft habe. Ein europäischer Congé parental gibt es nicht, das wisst ihr. Es gibt aber eine Rahmenrichtlinie von 2010 neu gemerkt, dass die schon mehr alt ist. Und da leidt fest, dass es ein Congé parental gibt, dass er unerkannt gibt, dass er noch antidiskriminierend muss funktionieren. Das heißt, dass Mann und Frau muss können holen. Es sind noch Fristen dran, mindestens 4 Jahre. 4 Monate, pardon, nicht 4 Jahre. Das ist auch so, dass bis Kant Maximum 8 Jahre hat. Das sind alles so Mindeststandards, wo die Länder natürlich besser gehen können. Wir zu Lützeburg sind an der Hinsicht doch besser. Bei uns als da eine Diskussion für mich flexibel zu kriegen, das ganze Instrument. Und das ist auch heute das Sujet gewesen. Das heißt, wir haben einen Initiativbericht gemacht, weil die Kommission soll in Zukunft eine Proposition machen, wie eine Familie
an Erbesfeld besser an Erklang mat nee krit. Haut ginn et ganz nei Herausforderung Erbesmarkt an Äwer och an der Familie, so dat den dat muss kucken besser mat den an Erklang ze kreen, muss mi flexibel ginn. mir noch festgestellt an engem, dat Männer eigentlich nimmen 2,4 und 2,5% Congé parental hoele vun der ganze europäischer Population. An das net genug, an dofir muss man auch Urreizer schärfe fir der Pappen méi afrokomme fir wie so doch de Congé parental zu holen. Eng Überlegung ass wann Frären wild schnell am Berufslewen raklammen, fir dat de Mann en Deel vun der Plage vun der Frä kann iwwerhoelen. So Sache ginn diskutéiert doch Remunerationun de ganz Karrierewesen, natürlich auch Flexibilitéit op der Arbeitsplätze, dats an engem Initiativbericht vun als festgehale ginn, wo man lot Kommissionioun opforderen Apps ze machen. Die wisst dat Kommissionioun de Vierschlag vum Congé de Maternité zurückgezogen huet, an mir och do fordere man en neue Vierschlag Congé de Maternité an Congé parental. An et gëtt och nach zusätzlich e Congé de Paternité gefordert. Op dat awer durchgeht, dat was mal lonnet, dat gucke man dann, wann Kommissionioun de Vierschlag wie gesot firläet. Een andere Sujet, dat ass den Schengenraum besser an de Griff ze kreen, dat war och hai eng Monsterdiskussioun. Die wisst dat den Schengenraum de moment zersteckelt, dass die Freizügigkeit, die man an Europa gewinnt werden, an die also viel beruhigt huet, ass dem moment net garantiiert. Dat sind Länder, die hier Grenzen kontrollieren, mat allmeigem Probleme, die dummer da zu summen henken. Dat kann een laut dem Schengen-Vertrag temporär machen. An et Länder hunn an noch wie gesot vun dem Zeitraum profitiert fir dat ze machen, wëlle natürlich lo den Zeitraum verlängert kreen. Da ist Diskussion gewircht fir dat wie gesot ze genehmigchen. Kommission huet dat dann noch genehmigt, dat wie gesot ka verlängert gin, dat et doch nach Zukunft Milan ka verlängert gin, wann exceptionelle Konditionen stattfanden, wann exceptionelle Konditionen do sinn. An dat wie gesot war och e grosser Sujet hai ass eng Enigung fand gin. Schengenraum, Freizügigkeit ass als extrem wichtig. Einerseits muss ich auch verstehen, dass verschiedene Länder op de Grenzen verschiedene Kontrollen müssen durchführen. Dat huet auch dazu gefolgt, dass man das Schengen-Informationssystem diskutiert und dat soll besser funktionieren. Und das wird wie gesagt dann in Zukunft auch verbessert. Ein anderer Bericht, das war die Visafreiheit mit der Türkei, ein ganz sensiblen Thema. Dat huet mat ze dien mat dem Aufkommens mat dem Deal, de gemerk gin ass mat der Türkei iwwer Flüchtlingen, dat hicht wo Türkei sech engagéiert, Flüchtlingen aus Griechenland zurück zu holen, einer net fortlosen, dat hecht dat man do Türkei mir hun als Anten vun der Türkei gin, mir ginn hin suen do fir 6 Milliarden, die dann noch sollen de Flüchtlingen an der Türkei zu gut kommen. Dat huet natürlich op der enger Seite dazu gefordert, dat denen Schlepperbanden dort handwickelch gin ass einerseits huet dazu gefordert, wat Statistiker weisen, dat 12 vun de Flüchtlinge aufgeht. Mit dat de ganzen Deel do mat der Türkei ass huet en no geschmerrt, de mir perélech net konvenéiert. Ech gesinn Türkei net as sechert Land im moment ech gesinn do, dat Mënscherechter, dat Pressefreiheet mat Face getrippelt gët, dat do ganz viel Konflikte sinn. Ech gesinn, dat Krichfeieren géint hi ege Bevölkerung géint Kurden. Dat alles do kann e mir net verzielen, dat dat sechert Land ass. Do huet Europa am Fonge bëssen seg Responsabiltäit aufgelehnt, an wellmer uns net eens gesinn iwwer den Ëmverdelungsmechanismus, wat war Länder sollen wieviel Flüchtlingen hoelen, simmer lo natürlich froh, fir dat en anderen Responsabiltäit huet, an dat fannnen ich perélech net an der Reihe, sinn mat dem System net akkor an och eisen Service Juridik vum Parlament, de man opgefuerdert hunn, zu dem Aufkommes Appes ze soen. In Avis aufzugehen, ass der Meinung, dat dat kein Akkor ass, dat dat just en Aufkommes ass, wat juristisch rechtlich net bindend ass. Als Parlament hun man natürlich an der Hinsicht nicht zu soen, mehr an der Visafreiheit hun Appes zu soen. An do ass ganz klar an dem Aufkommes 72 Mesuren, die Türkei muss erfüllen. Do si wir an bei 5 diese net erfüllen. An den Präsident Erdogan huet auch gesot, dat ze net run denken, die zu erfüllen. An so lang wie dat net stattfind ass fir d Parlament, dat ass e No-Go, wo mir net die Visafreiheit Werte ginn, wann net sämtlich Konditionen erfüllt sind. Dat ass auch deitlich ha gesot gin fraktionsübergreifend an de Diskussion. Dat hecht et kënnt net afro, dat man der Türkei nach eng Weiterkeier entgéinkommen an der Froheit, wo Parlament mat ze desideieren huet.
Vielleicht der letzte Punkt, dat sind nach zwei Dossier, wo ich auch persönlich drauf mat geschafft hun, das für ich ein bisschen zu sagen, dat net nemmen die Sujeten, die an der Aktualität sind, wie lo Türkei, Deal, Visafreiheit, Schengen-Raum, China, Marktstatus oder net. Dat heißt, wir schaffen auch noch ganz viele andere Sachen. Jugendbeschäftigung leider ist immer im Herz. Auch da haben wir auch eine Initiative geschafft, haben wir darüber aufgestimmt. Bekämpfung natürlich auch von den Inegalitäten am Westen. Das heißt auch, wir gesehen, dass die Schere immer mehr aus der Nähe geht, was Beschäftigung angeht. Wir gesehen, dass die Schere von der Ungleichheit, vom Reichtum immer mehr aus der Nähe geht. Das sind alles Themen, die uns extrem stark beschäftigt haben, wo man dann auch, wie gesagt, ein Avis dazu gemacht hat. Das wäre von Straßburg. Merci für das Nachgucken und bis die nächste Woche.